Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Und zwar habe ich diesen Film dabei von einem Regisseur, dem mir persönlich immens gut gefällt. Und zwar den neuen Film von Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Und ob dieser Film auch so Oscar-würdig ist wie Shape of Water, das sieht ihr hier bei Filmlife. Ein grosses Merci schon mal für jeden, den sich an der Letzte mat bemeit huet seg Meinung zu den Filmen, die ich behandelt hun immer mat ze deelen. Dat mischt mir immens viel Spaß an denk doch diske wann ihr das Format gefällt ze liken an zu deelen. An eure grosse Merci okay Nepolis fir den Unterstütze von diesem Video. Tja, wat soll ich so ist just aus dem Kino rausgetrollt kom an hole mal direkt Timing Meinung zu dem Film op an wie ich schon gesagt und Guillermo del Toro als Regisseur, dem mir persönlich immer immens gut gefallen wird immer ein immens, ja, wie soll ich sagen, ein immens Bildgewalt, ein immens Aderweis für schon mal Bilder können Geschichten zu erzählen, was den teilweise für Kulissen an Atmosphäre schärfen kann, das wirklich dem sind groß stärkt. Geschichtemäßig und fand waren immer gut, nicht der Wahnsinn, aber immer gut, aber das hörte lo Center kurzem mit Shape of Water ziemlich gut rausgehabt, wo ich wirklich gesagt habe, Mann, lo hätten das auch noch raus, richtig gut Geschichten zu erzählen. An meiner Meinung nach ist im Datei bei Nightmare Alley auch richtig gut gelungen. Das macht zwar nur ein bisschen Film sehen, die verschiedene Leute vielleicht wird aufschrecken, wenn es singen 2,5 Stunden. Aber für direkt mal die Luft aus der Seeschenheit zu holen. Mir persönlich als aufgefallen. Notdrehig aufgefallen, dass wenn den 2,5 Stunden und ich fand, war nicht eng lang dran. Der Film war von Anfang bis Schluss einfach nimmen, ja, wie soll ich sagen, fesselnd. Den hol den an den Sitz ugestreckt, ob eng Aderweis, die ihn, ja, wenn den an der Last auf jeden Fall nicht mehr allzu oft hat. Der Film hat fertig gebracht, engem genau so viele Informationen zu geben, dass ihn genug über die Situation Bescheid weiß, aber nicht so viel, für das er nach kaum aufwerten konnte, die nächste Szene überhaupt zu gesehen. Also okay, lo hat man kurz aufgebracht, um was die überhaupt geht. Den Hauptcharakter Stanton Carlyle als ein, ja, es fängt halt einfach an, der Mann lebt von ihren Irgendetwas fort. Von irgendetwas lebt fort und es reift dann an dem von einer klassischer Kirmes, einer allmodischer Kirmes wie dazu der ganze Spiel übrigens 4 um Ersten Weltkrieg, also kann in der Stadt sein Kirmes wirklich 4 stellen, so ganz typisch die bärtige Lady an die ganz skurril Geschichten, die auf seiner Kirmes eben stattfinden tun, nicht wie mehr da nur so ein Glassi kennen oder so, aber schon ja komisch gestalten sind du in AW. An dat dreift also du geht an dem von denen von seiner Kirmes gedriven, an du leierten quasi sein Handwerk kennen. Und zwar mit Lura bedrohen. Kein die so. Ja, hier fängt nämlich an den Beruf von einem Mentalist zu lehren. Die ganz Tricks, wie ihn die Leute Informationen entlocken kann, ohne dass sie die überhaupt wissen. Und so fängt doch die ganze Geschichte an. Und die Geschichte, das ist eine Geschichte über Arroganz, über Selbstüberschätzung und ja, den Abstieg auf Fall von einer Person. Ganz einfach aufgebracht, ohne viel zu viel darüber zu erzählen. Boah, die ganze Geschichte zu Nightmare Alley basiert auf einem Buch, das heißt, den einen oder den anderen wird Geschichte wahrscheinlich kennen, aber trotzdem, wenn ihr sie nicht kennt, könnt ihr euch ja trotzdem im Kino ein bisschen darüber überraschen lassen. Auf jeden Fall ist es ein Überblick wert. So, und der Stanton Carlyle wird gespielt von Bradley Cooper, den am Anfang noch ein bisschen wortkarg rüber zu kommen schenkt, aber das ändert sich aber relativ sehr an. Ja, der Bradley Cooper, was soll ich sagen? Der Bradley Cooper ist halt einfach, den hört sich aus einem vielleicht ein bisschen klamaukischen Genre rüber gewuselt an etwas, ja, an richtig echthaft Filme. Und das ist auch high. Also, der Mann ist ein richtig echt zuhörender Schauspieler gehen, den sich kalt gesehen lassen. Da muss ich schon wirklich so, und dann ist eine gute Besetzung für den Stanton Carlyle bringt. Er richtig gut rüber. Der Mann, den aus dem Nichts kennt, richtig arrogant geht, an der Not wehmütig auf die Knie sitzt. Aber Bradley Cooper ist natürlich nicht allein an dem ganzen, an dieser ganzen Entourage. Da haben wir auch noch von meinen Lieblingsschauspieler, der Willem Dafoe, den sich ja schon am Spider-Man beweisen konnte, was für gute Schauspieler dieser Mann ist. Und das kommt auch noch mit Nightmare Alley. Für mich vielleicht ein bisschen zu kurz kommen,
war der Story not zu vollziehen, wir warten so kurz könnt, verhältnismäßig kurz könnt. Für mich hatte viel mehr lang kein Screentime können. Für mich hat den ganze Film könnte Match spielen. Hatten sie wieso die den ganze Film macht mich. Ich hatte Genuss. Egal. So wie in Lodo war, perfekt. Willem Dafoe, ein klassischer Schauspieler, der setzt du hin, dem gehst du ein Drehbuch und dann spielt den da drauf und der spielt das, wie wenn das nicht wäre. Wir haben es aber auch nicht zu vergessen, wir haben einen enorm starken weiblichen Cast, immens stark Frauen, die hier mitspielen. Kate Blanchett, Toni Collette oder Rooney Mara. Also die drei sind wirklich, kennen die bald so, wenn wir den Bradley Cooper noch nicht hatten, dann haben wir halt definitiv als Neven Hauptdarstellern hat man die drei stark Frauen, die Datei verkörpern. Du hast auch also jederin so grundverschieden wie in einem Cousin und trotzdem an aber bringen sie so eine starke Rolle rüber, eine Sympathie an eine Aufneigung, das also von all Facetten, dass du bist dabei und du könnt auch keine Langeweile ob. Das ist sowieso etwas, was das in diesem Film überhaupt nicht abkönnen, und zwar Langeweile. Wie ich schon am Anfang gesagt habe. Du kann ihn einfach, du sitzt in die 2,5 Stunden und das ist gebannt an nur dass die Film rüber dann hat ihn einfach eine gute Zeit. Du hast nicht viel drin auszusetzen. Ein kleines Sache, die ich vielleicht gern drin aussetzen, als dass dem Stanton Carlyle sing Frau Molly, also so rüber gucken, ich nicht immer so mit dem Molly, das du hat für Möglichkeiten die Beziehung zwischen den zwei hat an der Mitte vom Film vielleicht noch ein bisschen mehr verfestigt gehen. Wir merken irgendwann Spannungen zwischen den zwei am Film, die dann, wenn's da, ja, weil sie halt da waren, einfach mal so als Higehol gehen. So, ja, als die Spannungen da sie gehen, aber nicht weiter visualisiert oder thematisiert. Vielleicht haben sie dann einen Nervensatz, aber sonst, ja, wir kriegen nicht wirklich so matt. Durch eine Leid dann leider wann die zwei dann hier Differenzen hun das ist statt dass das nicht so ausschlägt wie das vielleicht gewollt ist. Du sind andere Momente die in Mayhew treffen wo wirklich so und denkt, das war schwierig und das ist leider die Beziehung zwischen den zwei könnt du leider nicht so rüber. Das fand ich ein bisschen schuld. Du hat noch ein bisschen mehr emotional, das hätte ich mehr fördern, das hätte ich mehr materiellen. Bon. Für mich ein kleinen Manko an einem Film, den mir trotzdem richtig gut gefallen wird. Und dann können wir zu einem Punkt kommen, den der Guillermo del Toro sowieso drauf hat, und das sind Kulissen. Die viel verschiedene Kulissen an die Detailverliebtheit, die Mann da mitbringt, springt. Wenn ich schon an Sachen wie Hellboy denken oder auch, du kannst vom Film halten, weil die will, Crimson Peak, verschiedene nicht so gut fand. Mir persönlich hat gefallen, aber wenn du an Kulissen abgebaut wird, als gehirlos, du geht weiter nichts dazu zu sagen. Ja, und so hat ein Rund Sache von einem super Regisseur Guillermo del Toro Oppenlo Oscar würdig ist, wese Schnitt, hätte ich aber auch dem nicht zu Shape of Water gesucht. Muss ich fairerweise sagen, Oblo Nightmare Alley Oscar würdig aus. Du war bei Shape of Water war die ja so die Romanze stehen zwei, das war mehr auf den Punkt, das war mehr präsent an gute Look and Feel, den he natürlich auch du hast mir trotzdem wär's erzählerisch wert besser gängig so weiß rein im Gefühle raus, dass ich nur direkt wenn im Kino kann man dir schmattdelen. Bon, ich ging so und das war doch schon. Dazu müsst alles gesund sehen. Optik geil, Story geil, geile Soundtrack, Schauspieler, mega Besetzung. An der Mitte vielleicht ein bisschen E-Plot, ein bisschen leigelos. Für den Rest Daumen rauf, deckt zufrieden. Okay, dann sagt mir eurem gern, wie ihr den Film gefallen hat, wer ihr vom Film erwartet an, wer ihr vielleicht sonst noch so durch den Kopf geht. Erzählt mal einfach mal, was für Filme ihr gerade begeistern. Die ich vielleicht auch ein behandeln soll. Das muss ja nicht immer Sachen sind, die aktuell gerade am Kino laufen. Voilà, deelt man das gerne mit. Dann natürlich ein großes Merci okay Nepolis für die Unterstützung von diesem Video. Und an dem Sinne verabschiede ich mich und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Nightmare Alley.